Hallo miteinander. Herzlich willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Ja. Da die Gargoyles, Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Ja. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Ich frage mich, wo das Seil hinführt. Mit denen können wir, glaube ich, nicht Lilly reden. wollte Sie sollten den... Bald würden sie sich anfangen zu hauen. Ja, das haben wir gestern gehört. Lilly wollte die beiden... Ja, ist gut. Hä? Wartungsklappe? Da bin ich noch gar nicht gewesen. Ah, da ist davor gestanden. Sag's nicht. Ah, schau mal. Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Aha. Oder? Das Tatsächlich. Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil, dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Nein, ich denke, wir können da nichts mehr machen. Also ich meine, sorry. Wir haben es probiert, oder? Also, ich denke, die Knallfrosch werden wir nie bekommen. Warten wir mal eine Stunde. Wir haben noch Zigaretten, wir wollen noch tough sein. Hey, es koppelt, ich will mehr von denen, die sind so herzig. Sieht ein aus wie Herdöpfel. Hey, ist jetzt die Musik wieder lauter geworden? Ich habe vorher extra auf 70% eingestellt. Nein, ist gut. Okay, hey, schau mal, wie tough ich bin. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Ah nein, er will sie ja nur, wenn er Ich Stimmt, er raucht ja nur, wenn er nervös ist. Was machen wir? Wir gehen mal zu der Edna, mal schauen, ob sie uns einen Tipp gibt. Wir haben ja jetzt mal den Ballon gefunden. Schau mal. Du kannst mir deine tollen Sachen auch später noch zeigen. Konzentrier dich erstmal auf die Aufgaben, solange du nicht alle drei Oh Edna Mann. war sehr aufgeregt. Lilly entschied erst wiederzukommen, wenn sie alle Spuren beseitigt hatte. Okay, ja, Game, ich habe es begriffen, ist gut. Was echt mit hatte dem die noch oberen, ist? aber selbst Es ist sicher auch noch etwas, hat sicher noch etwas mit dem auf sich. Also, komm, wir mal den Puma aufhängen. Ja, die blöden Leute, die anrufen, kann man halt nicht steuern. Kantine. Was haben wir da? Den Puma aufhängen. So, Mutter Oberin, gefällt dir das? Hä, was ist da unten dran noch? Zwei Das Kinder. nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Ja, jetzt ist es spät, Mutter Oberin. Hast du es schon Lilly versaut? hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Aha. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Was? Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für Check's deine grad nicht. Mitschüler. Ich sehe nur ich, Birgit, dass sie tot bist ist. das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Oh wow. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit.
Also für dich, Das Frau Fest war Oberin. nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. ich peile es echt nicht. In dem Fall ist für die Mutter Oberin am besten, wenn die Kinder Selbstmord machen. Da war es nun. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Birgit hatte es sich reiflich verdient. Warum hatte sie es nur liegen lassen? Vielleicht, weil sie es nicht mehr braucht. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Ja, dann Sie nehmen wir es steckte doch einfach mal mit. sicherheitshalber ein. Genau. Lilly hatte noch nie eine Torte von so nahem gesehen. Sie hätte weinen können, so sehr freute sie sich für Birgit. Oh wow. Können wir die echt auch mitnehmen? Oder irgendwie, ja. Zum Benutzen haben wir sicher nicht, aber wir können sie Diese noch Torte mitnehmen. gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal den Tortenboden abzulecken. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, das war's hier. Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Hey, schau mal, ein Kobold ist wieder da. Schön. Wir haben da Die Knallfrisch. Knallfrösche lagen endlich. Ach, wenn Capo doch nur gesehen hätte, wie geschickt Ja. Lilly das angestellt hatte. Mann. Aber er war nun mit Shai an einem besseren Ort. Vermutlich im Garten hinter der Kantine. Genau, das denke ich auch. Dort ein bisschen am Turteln, hä? Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Und das ist der Baum mit der Schaukel. Nur... Gehen wir mal da rein. Mal schauen, können wir das jetzt echt nehmen? Das ist mein... Da lasse ich... Alles klar, alles klar. Ich habe gewusst, da gibt es noch etwas. Und jetzt, schau mal. Alter Greis, du nervst. Gib mir dein Zeug. Aber das ist doch... das ist doch... das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Genau. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Mama. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha, da leckt mich doch einer an meinen Sachen gesehen. Die liegen gleich da Ich hinten find's in geil, der wie der- Kiste, weißt du? wie der Denn Satz unter und Themen Pfadfindern wechselt. gibt es keine Sachen wie Besitz und Gute Nacht. Ist gut. Dann nehmen wir doch mal die Muskete. Die können wir sicher einmal brauchen. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Ja, hoffentlich Gleich nicht so nach dem gefährliche Tag, an dem Sachen. sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Aha! Ein Pfadfindermesser. Da wissen wir doch auch. Okay, da ist nicht mehr. Da wissen wir doch auch, wem das gebührt, das Messer. Und zwar die Dame, die da muss kochen. Doris, schau mal. Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Ja. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Ja. Messer durch die Gegend läuft. Ich sag's ja. Die Jugend von heute ist verdorben wie das Einweggeschirr für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Na, siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge. Jetzt, da ich ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Ja, okay. Wie unverantwortlich. Voll easy. Ich meine... Lilly würde keinen Unsinn mit der Motorsäge Nein. anstellen. Als pflichtbewusstes Mädchen wusste sie, dass man nicht einfach drauf lossägte. Sie würde bis nachts warten, wenn sie niemand störte. Genau, Lili, das ist gut. Also, ich würde sagen, wir haben das Mittel, um unseren dritten Beweis wegmachen. Mal schauen, vielleicht kommt dann da auch noch ein schöner Kobold. Dann mal die Widmung einfach raussagen, ohne dass der Baum Die Idee war umgeht. gut. Leider fehlte das Benzin Ah. für die Kettensäge. Crap.
Lilly hatte einen der hochprozentige Ja, Alkohol war ein Logo. famoser Treibstoffersatz für die Das ist so ein logisches benzingetriebene Game, oder? Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Bestimmt. Genau, das ist super. Jetzt haben wir nur die Widmung Geschafft. rausgefunden. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Yay! Lilly, Gott sei Dank. Ich habe ein neues, viel größeres Oh, Problem. was denn? Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Ah, ja. Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte, hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sag mir's. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Ja, er weiß, dass ich keine Ahnung habe. Lilly hatte Ed nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Es ist sicher irgendwo da, Mann, hinter diesen Sie Küssen. hat die aber selbst Was ist dir das Na, Tag? war Ah! das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Ja, Die ist verräterischen cool. Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Die fliegt sicher weg, gell? Lilly hielt es für eine gute Idee, sich die Gefahr, dass der Vogel jeden Moment davonflattern konnte. Hey, schau mal! Anstatt die Taube einzufangen, überlegte sich Lilly, ob sie nicht irgendwas im Inventar hatte, um sie zu verscheuchen. Sie hätte wohl auch auf einer Pauke gespielt, wenn sie eine dabei gehabt hätte. Okay, ist cool. Anstatt die Taube Willst du jetzt Ziggis? Anstatt die Taube einzufangen, sie hätte wohl ab. Knallfrisch? Anstatt die Taube, sie hätte. Ja, komm. Gehen wir mal her, er fliegt wahrscheinlich sowieso davon. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte Und wo geht sie her? und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Okay. Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Was Da möchten half die auch Vögel kein dort? dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Aber ich habe jetzt zuerst die Vögel gesehen und die gehen wir jetzt zuerst verschiessen mit Musketen. Also, oder mit der Knallfrisch. Irgendetwas nervös machen halt. Ich glaube, es war Musketen. gewesen. Ich habe vor einem Jahr, 1,5 Mal ins Lilly Let's Play hätte gesehen. Shawnee gerne gezeigt, dass sie sehr wohl tough genug war, um auf Spatzen zu schießen. Leider war ihre Muskete nicht geladen. Hurra! Die Yes! Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Gut. Oh wow! Oh wow! Ja, da bist du nervös, hä? Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Oder er hat tierische Angst vor mir. Adlerleich. Schönes Tier, so stolz, so ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Ja, mal schauen, wann er dann stinkt. Hey, bist du nervös, Shani? Schau mal Lilly da, hatte zum gehört, dass Beruhigen. Zigaretten beruhigend wirken sollten. Haua, das hatte Lilly fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Shawnee hatte eine Ziege. Scheinbar hatte er den Mund zu voll genommen. Sieht so aus. Die können wir mitnehmen. Tatsächlich. Lilly erinnerte sich noch gut, man durfte Knallfrösche nur dann benutzen, wenn es einen triftigen Grund dafür gab. Ja, Irgendwie ist so. gut. Also das können wir sicher noch brauchen. He? Jetzt gehen wir mal wieder ab ins Kloster. Und zwar ist die Tube jetzt wahrscheinlich da oben, oder? Da aussen? Nein.
Büro. Oh oh. Gurr. Na endlich, da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Dann tragst du dich hierher? Los, los, los! Ja, ist gut, ist gut. Wie ich diese Kinder hasse. Gurr, also da ist die Stube. Ich habe sie gehört. Shani, wir brauchen ein Rezept. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn er sich beruhigt hat, ob wir da ein Rezept bekommen. Er ist gar nicht mehr da. Wo ist echt der Shani her? Ich frage mich, wo er das Rezept hat. Was? Hat er es mir gegeben? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Hat er es mir jetzt vorher gegeben wahrscheinlich, weil ich einen Ziggis gegeben habe? Ne? Er hat verdammt Angst bekommen, dass ich ihn verschiesse. Egal, ich habe es jetzt gerade nicht gepackt, sorry. Ach, du hast das Rezept? Ja. Na dann, zeig mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Wow. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Aber ich kann ohnehin noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberin noch lange auf das Futter warten. Ha! Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Schon gut, aber Konserven wissen wir schon mal, das können wir holen. Dadurch. Ich rede gerade ein bisschen lauter, weil meine Glocke läutet wieder und ich müsst das nicht gerade hören, oder? Nervt ein bisschen. Wenn es jetzt nachher anfängt lang läuten, dann muss ich es abschalten. So, Konserven. Da, was hat's da so? Lilly nahm an, dass diese... Nehmen wir mal mit, weil sonst sehe ich ja keine. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen Genau. hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Nicht schlecht. Der Ofen Ja, und wie haben wir jetzt die Hitze? Ach, ich bringe jetzt das einfach mal zurück. Vielleicht kommen wir Essen über, vielleicht auch nicht. Jetzt müssen wir mal schauen. So. Schau. Doris. Die schöne Stimme. Du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Leider kann ich trotzdem noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberin noch lange auf das Futter warten. Ha, ich möchte nicht in deiner... Bla bla bla. Okay, meine Glocken fangen lang anläuten. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Peace.